Grüß dich zu einem kleinen Podcast. Ich wollte eigentlich am 1. Mai ein größeres Infovideo bringen, da ich mir ein paar Sachen überlegt habe. Ich werde es jetzt aber anders gestalten. In Kürze werden 2, 3 kleinere Podcasts aufploppen. Vielleicht schaffe ich es auch in diesem einen hier, ich weiß es noch nicht, ähm, dass ich dir sage, was in der nächsten Zeit passieren wird. Wie du gleich sehen wirst, blende da ein eine Playlist. Da wird das Ganze auftauchen. Der große Podcast zur vorläufigen Zukunft des Kanals in mehreren Teilen. Ansonsten werde ich es bearbeiten. Das steht in 2, 3 Teilen. Was weiß der Kuckuck? Das weiß ich noch nicht. Da bin ich jetzt momentan sehr zwiegespalten, wie ich das machen werde. Wir fangen einmal an mit dem Gröbsten. Das sind die derzeitigen Spiele. So, jetzt sind wir bei den Spielen, die derzeit online oder die ich derzeit mache. Fangen wir mal an mit Fallout 76. Ich habe in einer Episode davor erzählt, mit einem Reinhold werde ich später mal, wenn es bei mir ausgeht, einmal reinschauen in Fallout 76. Da können wir eine kleine Runde drehen, ein paar 2, 3, 4 Runden. Je nachdem, wie es uns beliebt, bin ich sehr gern dabei. Aber für mich persönlich ist das Wastelanders Update nichts Besonderes. Es ist zwar ein bisschen was Neues dazugekommen, aber uninteressant. Wird im Singleplayer für mich persönlich als Einzelspieler wird nach Episode 6 beendet. Train Sim World 2020. Da habe ich jetzt noch 3 Episoden auf Halde. Wird beendet. Assassin's Creed Entdeckungstour geht unregelmäßig weiter. Da werde ich aber dann noch dazu geben, bei unregelmäßig kommt noch dazu, dass es ein Langzeitprojekt wird. So ungefähr wird es auch mit Pro Evolution Soccer 2017 weitergehen. Ist auch ein Langzeitprojekt und unregelmäßig. Das sind zwar Spiele, die spiele ich zwischendurch einmal, wenn ich Lust und Laune habe, und wenn ich dann Lust und Laune habe, werde ich sie hochladen. Die bleiben, also Assassin's Creed und PES bleiben in dieser Playlist auf dem Hauptkanal. Train Sim World verschwindet, Wastelanders verschwindet dann auch, wenn alle Episoden hochgeladen sind und online gestellt sind. Talos Principle habe jetzt noch ein paar Stunden auf Halde, das wird jetzt in der nächsten Zeit geschnitten, hochgeladen, freigegeben. Talos Principle werde ich aber in 2 oder 3 Staffeln aufteilen. In der zweiten Staffel werdet ihr die letzten Rätsel sehen und von den verschiedenen Welten und hin und her und die Sterne, die Bonussterne, und in Staffel 3 möchte ich dann den Schluss machen. Also das heißt, das Ende der Hauptgeschichte und dann ist DLC. So werden wir es machen. Also Talos Principle wird in 3 Staffeln aufteilt und dazu erzähle ich dir, wenn es in der letzten Folge von Staffel 1 Talos Principle soweit ist, wirst du es dann hören von mir, da habe ich es dann schon erwähnt. Ist Fallout 4 Spezial, also die Siedlung und Arena auf Spectacle Island, geht natürlich weiter im gleichen Zeitverlauf mit Fallout 4, unregelmäßig derweil noch. Mein größter Fokus liegt aber derzeit auf Fallout 4. Ich habe es schon mal in einem anderen Video erwähnt, was da jetzt zu tun ist, was ich alles machen will, hin und her und bla bla bla. Also Fallout 4 ist derzeit eines meiner größten Projekte, die ich da auf dem Kanal habe, und es ist viel Schneidarbeit. Ich möchte noch einige Sachen fürs Let's Play selber machen. Ja, das war jetzt einmal die derzeitigen Spiele, und wenn du dann vielleicht irgendwann mal in diese Playlist derzeitige Spiele schaust, ich werde die Titel und alles so bearbeiten, dass du immer siehst, was läuft, wie, wann und wo und wieso. Wie du siehst, eingeblendet Elder Scrolls Skyrim.
Ich habe knapp 57 Episoden habe ich schon online. Ich habe jetzt einmal Skyrim für eine Zeit ausgesetzt. Hat seine Gründe. Für Skyrim benötige ich ein neues Intro, beziehungsweise muss ich mir erst Gedanken zur Musik machen. Sobald ich wieder mal 10 Stunden maximal aufgenommen habe, wird Elder Scrolls Skyrim fortgesetzt. Ähm, Ich werde dir nun ein Spiel einblenden, wo ich Staffel 2 bis Ende des Jahres beginnen möchte und dann auch beenden will. Und zwar Just 2. Ich bin derzeit gerade am Überlegen mit Intro, Musik. Das ist mir momentan alles sehr wichtig. Das gibt dem Ganzen ein bisschen an persönlichen Touch, sage ich mal. Gell? So da, diese 6 Spiele werde ich in die Zukunft als ungewiss stellen. Ob sie jemals kommen werden, weiß ich noch nicht. Ich beziehe mich dort auch auf die Sache mit Skyrim, Fallout 4, Talos Principle. Mir reicht das, was ich mir vorgenommen habe, reicht mir derzeit. Offen und ehrlich gesagt, ich investiere lieber in diese Sachen mehr Zeit, als wie ich bürde mir noch mehr auf und noch mehr auf und noch mehr auf und komme dann nicht mehr Zaum und hin und her und bla bla bla. Interessiert mich momentan absolut nicht mehr. Ähm, Diese 6 Dinge werde ich in die Zukunft als ungewiss stellen. Outer Worlds, Bloodborne, Fallout, Fallout 2, Sekiro und den Story Mode von Assassin's Creed Odyssey. Ich muss es leider so machen, da ich, da ich in der Hinterhand noch 2 größere Projekte plane. Ähm, Das muss ich mir aber erst anschauen, wie ich das genau mache, wann ich das mache, wie. Und da muss ich mich erst mit 3 Abonnenten von mir einmal zusammentun und zusammenreden. So da, wie du siehst, diese 3 Abonnenten, Gwyncoon, Detzek, HG Gaming und Reinhold92. Mit diesen 3 habe ich bereits kurz angesprochen, dass man gemeinsam irgendwas im Koop oder so macht. Ich möchte es jetzt nochmal kurz erläutern. Mit dem guten Ronny. Wir zwei kennen uns jetzt schon so lang. Wir zwei werden uns das ausmachen. Wenn siehst, du hast in der Kanalinfo meine neue E-Mail-Adresse, die ich extra nur für den Kanal gemacht habe. Und wenn siehst, wir können uns da eh zusammen reden. Der gute Daddy, also der Detzek HG Gaming, mit dem ist schon lang ausgemacht, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ich habe dazu schon ein bisschen ein Let's Play aufgenommen, einige Stunden. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen damit und mich dann auch mit ihm durch Wildlands stürzen. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, zu Fallout 76 mit dem guten Reinhold 92, da möchte ich mich jetzt vorerst einmal mit diesen 3 Abonnenten von mir ein bisschen zusammentun oder mal ein bisschen im Koop probieren. Und ich persönlich kenne das so nicht im Koop-Modus über die Xbox oder Playstation oder was weiß ich. Immer eine ganz neue Erfahrung für mich dann und bis dahin wird es dann schon irgendwie klappen. Ich hoffe, bitte seid mir nicht böse, ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres noch schaffen werde, da ich beruflich bzw. privat einige Entscheidungen getroffen habe und vorerst geht ein bisschen mein Privatleben vor, gell? So oder so ähnlich könnte mein Cyberpunk 2077 Intro-Song sich anhören. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, Das Spiel wird auf meinem Kanal kommen. Unter mehreren mh, mir selber auferlegten Dingen. Ähm,
2 Wochen bis 3 Wochen nach Release werde ich es sicher bringen. Ich lasse mir da Zeit. Ich arbeite mich gerade so ein bisschen durch die ganzen Fraktionen, die es gibt und durch die ganze Technik, was halt da dahinter ist. Das, was ich halt im Internet darüber gefunden habe. Ähm, durch den Charaktereditor bietet mir das Spiel vielleicht auch eine Möglichkeit, vielleicht selber bisschen mehr Story zu machen. Das muss man erst genauer anschauen und darum brauche ich ja diese 14 Tage bis 3 Wochen Zeit, dass ich mir das genauer anschaue. Ich möchte wirklich qualitativ und hochwertig dieses Spiel angehen. Mal schauen, was sie ergeben wird. So, da hast du jetzt da die Dinge, die 2021 folgen werden. Under the Blue Sky, mein Musikprojekt, dazu später mehr. Ist Mafia 2 Let's Play, das hat sie am Papier besser angehört, als wie in die Realität umgesetzt. Ich habe es probiert, einmal so eine Stunde habe ich gespielt, habe das Ganze dann umgeschnitten und hin und her. Ähm, Das wird aufwendiger, wie ich geglaubt habe, daher 2021. 3 Österreich-Reportagen werden folgen im nächsten Jahr. Was genau da folgt, werdet ihr noch sehen. Ich muss, bitte seid mir nicht besser, aber ich bin jetzt 39 und solche Dinge wie Recherchen und aufpassen oder beziehungsweise darauf achten, wie man was schreibt für Skript, ist mit fast 39 nicht mehr so einfach. Ja, und leider für heuer abgesagt, eben wegen etwaigen Krisen. Ihr habt es sicherlich mitgespürt. Das war jetzt kompletter Schwachsinn, scheiß drauf. Ähm, Das Area 53 Festival ist heuer abgesagt. Nächstes Jahr kommt eine Neuauflage und mal schauen mit dem Line-Up. Da weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Wäre mir heuer ein sehr großer Wunsch, ein Wunsch im Herzen gewesen, dass ich euch das sage. Mit all seinem Drum und Trau und Dran und Drum. Ein wirklich kleines Festival, aber sowas Geiles. Aber ist egal. Lassen wir das, bevor wir jetzt ins Schwärmen anfangen, hin und her. Bla bla bla. Wir kommen nun zum nächsten Punkt. Ob es der letzte ist, weiß ich noch nicht. So, ein paar kleine Worte für zwischendurch, um das Ganze natürlich aufzulockern. Ähm, Es gibt ein paar Sachen, die liegen mir momentan ein bisschen am Herzen. Ähm, Ich bin derzeit irgendwo froh, dass der YouTube-Algorithmus meinen Kanal nicht so häufig vorschlägt. Aus dem einfachen Grund. Ähm, Er bietet mir sogar den Vorteil, ich kann mich persönlich ein bisschen kreativer ähm, ausleben. Nennt man das so? Ja. Ich kann ein bisschen kreativer sein, ich kann ein bisschen mehr auf Dinge zurückgreifen, die mir gefallen, ich kann ein bisschen mehr Zeit investieren und habe aber keinen Stress. Gell? Das ist mir momentan sehr wichtig. Mir ist es wurscht mittlerweile, ob du kannst selber auf YouTube Kenny eingeben. Du wirst nur was finden, wenn du wirklich lange suchst. Ich glaube, Fallout 4 Playlist findest du als erstes irgendwo einmal. Aber ganz weit unten, da musst echt, ich hab's einmal probiert, ich hab lang gesucht, bis ich was von mir gefunden hab. Ähm, Ich werde den Algorithmus auf YouTube niemals verstehen. Ich interessiere mich dafür auch offen und ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde diesen schnelllebigen Zeitrhythmus auf YouTube, den will ich gar nicht mitgehen. Und wenn zum Beispiel jetzt Fallout 4 3000 Episoden hat, ist mir das momentan sehr wurscht. Ich für meinen Teil genieße die kreative Freiheit, die ich auf dem Kanal habe und die möchte ich auch weiterbringen oder weitergeben an euch. Das seht, was so ein bisschen in diesem alten, schrulligen Hirn vor sich geht. Ähm, und wenn ab und zu mal der Gaul mit mir durchgeht, wenn ich wieder mal einen kleinen Auszucker habe, dann gehört das für mich dazu. Gell? Ich bin leider kein Roboter, ich bin nicht perfekt. Ähm, Jetzt werden wir noch schnell zu 2 Spielen rüberhüpfen.
die mir besonders nur am Herzen liegen. So, Oblivion und Minecraft im Singleplayer. Ähm, Das sind zwar Spiele, die mir auch sehr am Herzen liegen. Ich habe Oblivion schon so oft angefangen, habe schon so viele Stunden investiert, ich habe noch nicht einmal das Viertelte oder noch nicht einmal die Hälfte davon gesehen, was das Spiel alles bietet. Ich kenne noch nicht einmal die Hauptstory, das Ende von der Hauptgeschichte. Bei Minecraft war ich noch immer nicht im Drachen, ab am Drachen, hin und her und bla bla bla. Es sind aber trotzdem zwei Spiele, die mir am Herzen liegen, die ich mag. Ähm, Das sind Spiele, die mir die Freiheit, ja, das Spiel sagt, da Alter, hast du Open World, mach was du willst. Ähm, Das ist das gleiche wie bei Skyrim und bei Fallout 4. Das sind vier Spiele, die habe ich in mein Herz geschlossen. Mach was du willst, du hast eine große Open World und amüsier dich wie Schwein und ja. Ähm, Vor Oblivion und Minecraft wird was kommen im Laufe des Jahres. Hm, Ich werde mich dann, wenn diese Spiele, wenn ich mir das so vorstelle, im Laufe dieses Jahres, wird's auf lange Sicht nicht viel Neues geben auf meinem Kanal. Ich werde dir jetzt da zum Abschluss dieses Videos die Zusammenfassung einblenden, was auf meinem Kanal jetzt bis Ende 2020 kommen wird. So dann, die Zukunft auf meinem Kanal inklusive die Punkte, was ich für 2021 geplant habe. Ähm, Es ist mega viel Arbeit, das weiß ich jetzt schon. Ich werde es aber angehen in diesen 20 Monaten. Ich werde es so gestalten, dass ich für mich selber keinen Stress habe. Ich habe es schon erwähnt, ich gehe Zweischicht arbeiten, Früh und Nachmittag momentan, eben durch die Wirtschaftskrise, durch eine etwaige andere Krise. Montag bis Freitag arbeite ich, Freitag am Nachmittag bzw. in der Nacht fahre ich zu meiner Freundin. Am Sonntag am Nachmittag komme ich zurück und dann habe ich nicht immer Lust, dass ich was aufnehme oder dass ich Videos schneide. Da kann es dann mal passieren, dass ich mich hinhucke und ein Buch lese oder sonst irgendwas mache. Aber ich habe auch nicht immer Lust, dass ich YouTube mache oder dass ich ein Video aufnehme oder dass ich spüle oder sonstiges. Ich habe noch andere Hobbys etc. etc. Verheerend kommt noch dazu, dass ich mir privat einige Veränderungen angeschaut habe bzw. durchführen werde, die auch in der beruflichen Sicht ein bisschen was eine andere Richtung einschlagen wird. Und offen und ehrlich gesagt, ähm, die Zeit wird es zeigen und ich nehme mir die Zeit für das, was ich auf YouTube vorhabe. Ja, ich weiß, es ist immer schwierig, Abonnenten ähm, zu sagen, dass der Kanal, den sie anschauen, den sie eigentlich für Videospiele abonniert haben, sich weiterentwickelt, neue Dinge probiert, etc. etc. Es ist immer schwierig, ich weiß, ich habe auf YouTube mir ein bisschen umgeschaut und ja, es ist halt immer schwierig, ein Grad zwischen Zuschauerverlust und Zuschauergewinn. Es ist immer so ein bisschen ein Grad, aber ich für meinen Teil war immer für neue Sachen offen. Ich habe immer viel neue Sachen probiert im Leben. Wie ich schon erwähnt habe, ich bin heuer 39. Habe auch schon ein bisschen was erleben dürfen im Leben, aber wie gesagt, ich bin momentan ein Mensch, ich entwickle mich gern weiter, ich schaue mir andere Seiten an. Ich versuche viel mehr viel mehr, ich nenne es jetzt einmal förmlich halt den Horizont erweitern, sagen wir es einmal so. Ich will mehr machen, ich versuche privat mich gerade weiterzuentwickeln. Und das möchte ich dann auch ein bisschen auf dem YouTube-Kanal auch mit übertragen und meinen Spaß dabei haben mit euch. Ihr seid herzlichst eingeladen,
in die Kommentare zu schreiben. Mittlerweile kann ich das Tempo an Kommentare beantworten beschleunigen, da ich mittlerweile übers YouTube-Studio am Handy auch unterwegs bin. Da kann ich wunderschön schnell zurückschreiben. Und in der Kanalinfo sollte die neue E-Mail-Adresse drinnen sein. Schreibt's mir, ich werde mich in Zukunft auch dort umschauen. Wir können uns gern und miteinander unterhalten, beziehungsweise uns zusammentun, vielleicht, dass man mal in einem Livestream miteinander redet oder mal was spielt miteinander. Ich bin offen für alles. Wie gesagt, ich kann euch nur das Angebot machen, ich kann euch nur die Hand reichen. Wenn nichts zurückkommt, kann ich nichts machen. Ist leider so. Ich habe nur einen kleinen Kanal mit 46 Abonnenten mit Stand 1:10 Uhr am 23.04.2020. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, jetzt habe ich es wieder vergessen, jetzt ist mir das Sprichwort nochmal, ist ja wurscht, jetzt aber das heißt, scheiß drauf. Ähm, Ich kann nicht mehr machen, als wir euch die Hand reichen. Wenn nichts zurückkommt, dann kann ich es nicht ändern. Und wenn ihr mir nicht schreiben will, wenn ihr mir nicht schreibt, was ihr euch vorstellt, wenn ihr nicht keine Verbesserungsvorschläge habt, etc., etc., dann kann ich nichts machen. Livestreams folgen, aber rechnet's nicht mit mir, dass ich immer da irgendwelche Reactions anschaue. Ich bin dessen ich finde das einfach langweilig. Irgendwie schauen, ob ich auf irgendwas, ob irgendwer auf irgendwie irgendwas reagiert. Ich habe mir da jetzt ein paar Sachen angeschaut. Ich finde das eher ein bisschen langweilig. Weiß nicht, keine Ahnung, da regt sich bei mir nichts. Ehrlich nicht. Das ist bei mir ungefähr so, ich sag's jetzt einmal so, das ist bei mir gleich interessant als wie zu Ostern. Da ist die Wampe mal mehr gestanden als wie, ja, du weißt eh schon, was ich meine. Ja, lassen wir das für heute. Wir sind bei 22 Minuten. Ich halte mich immer kürzer, ich will immer besser, muss ich sagen. Gefällt mir. Und bis zum nächsten Mal dann. Das ist die Zukunft auf meinem Kanal. Wer dabei ist, freut mich wirklich, obwohl ich es nicht sage. Ich bin ein raubeiniges Arschloch, sagen wir es einmal so. Privat, ich bin ein richtiges Raubein. So richtig bescheidener Kerl mit einer bisschen einer harten Scheuen, aber ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, dass ich ein weiches Herz auch habe. Und wie gesagt, ich habe euch das Angebot gemacht. Kanalinfo, E-Mail-Adresse, Kommentare. Es ist alles vorhanden. Ihr braucht es nur den ersten Schritt machen und mit mir reden. Bis zum nächsten Mal und